Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Swiss German Storytime. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr es geschafft habt. Und auch schön, dass ich es wieder mal geschafft habe, einen Podcast zu machen, oder nicht? Ich bin in letzter Zeit ein bisschen höllendrah. Ich habe irgendwie ganz viele Projekte noch auf der Seite am Laufen, nebst den Sprachlektionen natürlich. Ich bin gerade im Moment an einem Online-Kurs dran, einen neuen Online-Kurs zu machen, der ein bisschen weiterführend ist als der Anfängerkurs, den ich bereits habe. Dort bin ich jetzt irgendwie Modul für Modul am Zusammenstellen und das macht auch mega Spass, ist mega interessant. Und dort verliere ich manchmal ein bisschen zu viel Zeit, was mir dann nachher natürlich fehlt, um einen Podcast zu machen. Aber jetzt habe ich es wieder mal geschafft. Und ehrlich gesagt, habe ich den Podcast schon letzte Woche rausbringen. Dann habe ich mich aber auch da irgendwie in der Zeit ein bisschen verloren. Ich habe gedacht, komm, ich füge da noch hinzu, ich nehme da noch, das ist auch noch eine wichtige Info. Und so ist es ein bisschen mehr geworden. Aber diese Woche ist er jetzt parat. Es geht bei dem Podcast um das Thema Zünfte. Ich habe letztes Jahr im Dezember, als ich in der Schweiz war, in Zürich ein Zunfthaus anschauen. Mit einer Kollegin zusammen, die in Zürich wohnt und gesagt hat, okay, wir können da miteinander anschauen. Und das sind wirklich wunderschöne Häuser, auch nicht nur von außen, sondern auch von innen. Wir können dort die Stege nur, da hat zum Beispiel zum Teil Restaurant drin, aber zum Teil Räumlichkeiten sind auch wirklich für die Zünfte reserviert, wo dann die auch Versammlungen haben. Und das sind wunderbare alte Häuser, wirklich, ja, hunderte von Jahren alt, hat einen ganz alten Kachelofen drin gehabt. Die Holzdecke ganz schön mit Gravierungen verziert. Der Boden auch, also wirklich wunderschön. Wenn ihr mal die Chance habt, in Zürich oder in anderen Schweizer Städten so ein Zunfthaus anzuschauen, frage ich doch, ob ihr das mal schnell anschauen dürft. Vielleicht gibt es auch Führungen. Da bin ich nicht ganz sicher, müsst ihr euch informieren, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, das Thema Zünfte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Geschichtsunterricht in der Schule. Vielleicht eben das Spazieren durch die Städte, zum Beispiel in Zürich an der Limmat, sieht man die Zunfthäuser, sind wirklich die schönsten Häuser dort gerade am Fluss zu. Und in der heutigen Episode schauen wir mal an, was haben denn überhaupt die Zünfte für einen Zweck gehabt? Also wann sind sie entstanden, wieso sind sie entstanden, was haben die für einen Zweck gehabt, für eine Aufgabe gehabt? Und wie sieht es eigentlich heute aus mit diesen Zünften? Was machen die heute noch? Gibt es die heute überhaupt noch? Und in welcher Form? Und über das reden wir heute in diesem Podcast. Wie immer, wenn ihr wollt, den Podcast nachlesen, Transkript findet ihr auf meiner Patreon-Seite, der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr euch mit Schweizerdeutsch ein bisschen mehr im Detail befassen wollt, wenn ihr vielleicht noch ganz am Anfang seid, dann habe ich eben, wie gesagt, einen Anfängerkurs schon parat. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Für alle anderen, der neue Kurs kommt wahrscheinlich gegen die Herbst raus. Ich arbeite auf Hochtouren dran, aber es braucht halt seine Zeit. Aber ich werde euch auf jeden Fall informieren, sobald der Kurs auch parat ist. Und sonst freue ich mich einfach, wenn euch das Video gefällt. Gebt mir einen Daumen gegen oben, schreibt mir einen Kommentar und viel Spaß mit dem Podcast. Was sind eigentlich Zünfte? Eine alte Tradition, einfach erklärt. Heute geht es um etwas, wo man in vielen Schweizer Städten noch sehen kann, auch wenn viele Menschen gar nicht mehr wissen, was es eigentlich ist. Die Rede ist von der Zünfte. Wenn man zum Beispiel durch die Altstadt von Zürich läuft oder zu Bern unterwegs ist, sieht man manchmal die grossen, alten und vielfach sehr prunkvollen Häuser direkt am Wasser oder mitten in der Stadt. Viele von diesen Gebäuden haben früher der Zünfte gehört und ein paar davon gehören sogar heute noch der Zünfte. Besonders in Zürich, zum Beispiel an der Limmat, fallen diese alten Zunfthäuser sofort auf. Ziemlich sicher kennst du 6 Leute und vielleicht hast du den historischen Umzug auch schon mal gesehen. Auch da hat mit der Zunft zu tun. Aber was genau ist eigentlich eine Zunft? Interessanterweise verratet das Wort selber schon ein Stück weit, um was es geht. Wenn man aber, wie nie, nicht gerade ein Linguist ist es ein bisschen schwierig zum herausfinden. Der Begriff Zunft stammt aus dem Althochdeutschen und hat ursprünglich eine Übereinkunft oder eine Gemeinschaft von Menschen bezeichnet, die gleiche Interessen hatten und sich an gemeinsame Regeln gehalten haben. Entstanden sind Zünfte im Mittelalter, ungefähr zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert,
Der verbindende Faktor ist der Beruf gewesen. Und Menschen mit dem gleichen Beruf haben eine Gemeinschaft, eine Zunft gebildet. Es hat also zum Beispiel die Zunft von der Schmied, der Bäcker, der Schreiner, der Metzger, der Schneider oder der Zimmerleute gegeben. Diese Zusammenschlüsse hatten verschiedene Aufgaben gehabt. Einerseits haben die Handwerker so ihre gemeinsamen Interessen schützen. Andererseits haben die Zünfte auch kontrolliert, wer einen Beruf überhaupt ausüben. Wenn jemand zum Beispiel Schreiner werden wollte, hätte er sich an die Regeln der entsprechenden Zunft halten. Die Zünfte haben auch bestimmt, wie die Ausbildung abgelaufen ist, welche Qualität die Produkte müssen erfüllen und manchmal so geben, wie viele Personen den gleichen Beruf in einer Stadt dürfen ausüben. Dadurch haben sie versucht, ihre Mitglieder zu schützen und die Konkurrenz zu begrenzen. Das hat zwar eine gewisse Ordnung und Stabilität gebracht, aber hat auch bedeutet, dass nicht einfach jede Person eine eigene Werkstatt aufmachen konnte. Viele Zünfte haben auch eigene Häuser gehabt. Diese sogenannten Zunfthäuser sind nicht nur Treffpunkte für die Mitglieder gesehen, sondern haben auch gezeigt, wie mächtig und reich eine Zunft war. Dort haben Versammlungen, gemeinsame Essen oder Feste stattgefunden. Wenn man heute durch Städte wie Zürich, Basel, Bern oder Luzern läuft, kann man viele von diesen Häusern immer noch sehen. Die Zünfte haben aber nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt. In ein paar Städten haben sie sogar politischen Einfluss gehabt. Bekannt dafür ist Zürich. Dort hat Rudolf Brun im Jahr 1336 einen politischen Umbruch angeführt. Mit einer neuen Stadtordnung haben die Zünfte zum ersten Mal einen festen Platz in der Regierung der Stadt bekommen. 12 Zünfte sind von dort an im Rat vertreten gewesen und haben damit politischen Einfluss bekommen. Von dem Zeitpunkt an haben sie nicht nur im Handwerk und im Handel, sondern auch in der Politik der Stadt eine wichtige Rolle gespielt. Interessant ist auch die Frage, ob die Zünfte in allen Städten gleich sind. Die Antwort ist, nicht wirklich. Natürlich hat es in vielen Städten ähnliche Berufe gegeben. Fast überall hat man einen Bäcker, einen Schmied oder einen Schreiner gebraucht. Aber die Zünfte sind normalerweise lokal organisiert gewesen. Das bedeutet, eine Zömmermaßzunft in Zürich ist nicht genau die gleiche Organisation gewesen, wie eine Zömmermaßzunft in Bern oder in Basel. Jede Stadt hat ihre eigenen Regeln und Strukturen gehabt. Und damit taucht eine weitere spannende Frage auf, und zwar, hat es Zünfte eigentlich nur in der Schweiz gegeben? Nein, überhaupt nicht. Zünfte hat es in vielen europäischen Ländern gegeben, zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in Frankreich oder in Italien. Im Mittelalter sind sie in vielen Städten ein wichtiger Teil des wirtschaftlichen Lebens gesehen. Auch sind die Zünfte in ganz Europa ähnlich gesehen, weil sie ähnliche Probleme lösen wollten. Ausbildung, Qualität, Konkurrenz und wirtschaftliche Sicherheit. Themen, die auch heutzutage immer noch aktuell sind. Die Schweiz ist aber interessant, weil gewisse Traditionen bis heute besonders sichtbar geblieben sind. Viele Zünfte existieren nämlich heute noch, allerdings noch mehr mit der gleichen Macht wie früher. Heute geht es meistens eher um die Erhaltung der Tradition, Kultur und gesellschaftlichen Anlässe. Interessant ist auch die Frage, kann man heute eigentlich überhaupt noch Mitglied in einer Zunft werden? Wie funktioniert das? Die Antwort ist, ja, in vielen Fällen schon. Allerdings funktionieren die meisten Zünfte heute ganz anders als im Mittelalter. Dazumal hat man natürlich den gleichen Beruf ausüben, zum Mitglied werden. Heute ist das normalerweise nicht mehr so. Viele Zünfte haben zwar noch ihre historischen Namen, aber ihre Mitglieder arbeiten heute in ganz unterschiedlichen Berufen. Vielfach wird man vorgeschlagen oder eingeladen und in ein paar Familien gibt es sogar eine lange Zunfttradition über mehrere Generationen hinweg. Die meisten Zünfte kümmern sich heute vor allem um kulturelle Anlässe und noch mehr um politische oder wirtschaftliche Macht wie früher. Ein bekanntes Beispiel ist, wie schon am Anfang erwähnt, das Sechsilütte in Zürich. Dort tragen die Mitglieder der Zünfte historische Gewänder und nehmen am Umzug teil. Solche Traditionen gehören für viele bis heute zu der kulturellen Identität der Stadt. Klar, wirkt es manchmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich,
wenn man ganze Gruppen von Leuten in historischen Gewändern durch die Strassen laufen sieht. Aber gleichzeitig ist es auch wie ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit. Und es ist schön, dass die Geschichte noch bis heute so sichtbar geblieben ist.